Schönen guten Morgen, bonjour alle Guten. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid bei einem neuen EU-Talk. Diskehr gucken wir auf Kultur. Das Freitagmorgen, das ist normalerweise die Zeit, wo ihr gucken geht, wo wir ein Konzert heute Abend mit den Kollegen geht gehen, wo ihr vielleicht nur an den Theater geht gehen, aber man kann Sonntag noch an die Musik. Haut an Zeiten von Corona, also das klingt bisher anders. Nur gibt es auch kein Europatag auf der Plus an der Stadt. Wir invitieren euch auf den Sitz, auf Europatag EU. Den nicht ganz unschuldig ist an der Deklaration von Schuman, die wir da nur denken, als den Jean Monnet hingeht, nur gesagt zu haben, weil ein Rüm mit dem europäischen Projekt sollte aufhängen, gibt man der Kultur aufhängen. Da ist es wohl so, dass es nicht ganz wirklich den Jean Monnet war, der das gesagt hat, aber vielleicht den Jacques Lang. Damals sind wir dann rum an der Großregion, Berlin als von Nanzig. Die Kultur, die Kreativbranche ist besonders hart von der Suite vom Covid-19 betroffen. Kinoen sind zu, Theatern sind zu, Konzerte finden nicht mehr statt, Ausstellungen sind zu. Freiberufler, Independent, die mal viel an dem Bereich tun, die hatten bis auch schon Probleme einzugehen um Ende vom Monat, an einer Situation, wo sie auch bald nicht von den Sozialsystemen aufgesichert sind, wird es für sie noch mehr problematisch. Das Europaparlament hat an seiner Resolution vom 17. April die Europäische Union an die Memberländer aufgefordert, Kultur und Kreativwirtschaft zu unterstützen, weil sie eine ganz wichtige Funktion am Bereich von der Wirtschaft, mehr vor allem auch für als soziales Leben. An der Kultur geht es nicht just um Arbeitsplätze, die verloren gehen, da geht es um viel mehr. Und da das tut auch diese Woche an einer Diskussion am Kulturausschuss von von Europaparlament die Präsidentin Sabine Verheyen auch rumgesucht. Da muss die Europäische Union sehr an direkt dünne Leute helfen, die an das Problem sind. Das ist der Hintergrund, für den wir heute über so Fragen diskutieren. Was möchte die Europäische Union? Was möchte Lützeburg? Wie geht es Künstlern an dieser Krise? Wie gehen wir eins? Wie kommen wir zusammen raus? Ich freue mich, dass du als Invitation haut die Kulturminister Son Tonson, Europadeputat Monika Semedo, die Direktorin vom Escher Theater Carole Laurent und der Musiker Serge Tonner mit dabei sind, für mit uns über das Forum zu diskutieren. Moderiert gibt diese Edition von Jonathan Ponchon von Eisenbüro an ihn Wort. Als alle Guten wünsche ich ein gutes Debat. Die könnt ihr nur eher freuen. Fragen über den Q&A, wenn ihr auf Zoom sitzt, hi oben, respektive dann auch noch E-Mail herausschicken. Und ich hoffe, dass wir da ein lieblichen Debat haben. Jonathan, du hast das Wort. Merci vielmals, Christoph, und auch von meiner Seite herzlich willkommen und als Ron Haut. Herzlich willkommen, Sam Thorson, Monika Semedo, Carole Laurent und Serge Tonner. Wir haben eine ganz flotte Panel, den sich auf verschiedene Art und Weise mit dem Thema Kultur beschäftigt. Einerseits an der Funktion von der Kulturminister, einerseits am Ausschuss am Europäischen Parlament, andererseits, wie der Christoph schon sagt, im Theaterbereich und auch an der Musik. Und du war der Serge auch ganz kreativ an der letzten Zeit. Und hat ein Projekt umgesetzt an einer Zeit, wo ihr seht, dass gewisse Berufe systemrelevant sind und gewisse andere Berufe scheinbar vielleicht Männer sind, für ein System, für eine Gesellschaft um Leben zu erhalten. Als ich vorher war und Carole Laurent, Theaterbereich ist wichtig für eine Gesellschaft, für einen Zusammenhalt einer Gesellschaft. Bislang wird alles aufgesucht, was geplant war. Das zählt auch für die nächsten Wochen am Main. Wie wirst du, ich muss noch ganz kurz sagen, dass alle gut du geähnelt hast, wie wirst du, Carole, die letzten Wochen am Main erlebt und wie guckst du an Zukunft? Ja, effektiv, wir haben alles aufgesucht. Ich kann so schon am Februar angefangen, dass wir gespürt haben, dass etwas durchkommt. Wir haben viele Truppen, die aus dem Ausland kommen, und da hat noch schon ein Changement am Komportement von den Leuten gespürt. Also ich viel mehr vorsichtig mit mir war, viel mehr nach drauf gepocht wurde, auch auf die hygienischen Mesuren.
Ja, und dann irgendwann am März, den 12. 13. März, haben wir dann angefangen, die ersten Stecker, die am März sollten noch kommen, aufzusuchen. Wir haben die erste Zeit wirklich echt au jour le jour gelebt, an Woche für Woche zu Woche geguckt. Ganz lange haben wir auch gehofft, wir könnten vielleicht die Vorstellungen, die Stecker nachholen, wie später in der Saison, am Juni, Juli. Das heißt, wir haben die ganzen Zeiten immer im neuen Kalender gemacht, wo wir immer neu organisiert und geguckt haben, mit den Künstlern, mit den Truppen. Da ist die Technik also machbar, die Stecker zu deplacieren. Das war ein wahnsinnigen Aufwand, der natürlich mit vielen Frustrationen immer verbunden war. Ganz sehr haben wir auch ganz viel Ängste gespürt, die, wie du doch schon viel darüber gesagt hast, oder dass effektiv mir viele Leute auch halt zu Lützburg, aber auch nur im Ausland, die halt plötzlich beschaffen kommen, die independent sind, denen es sowieso schon an normalen Zeiten nicht finanziell nicht gut geht, die immer mal Minimum leben. Und natürlich sind die ganz große Existenzängste gekommen. Und mir versucht eben so gut wie möglich darüber zu reagieren. Und das war auch, muss ich sagen, hier am Theater bei uns und ich meine auch bei den anderen Häusern die erste Priorität wirklich versuchen, das alles aufzufangen. An eben Lesungen zu finden, die von Projekt zu Projekt variiert tun, an so eben zu gucken, wie man können die Leute gerecht gehen, an ihrer Arbeit gerecht gehen. Wie wir in Zukunft gucken, wir haben viel Kontakt, sowohl auf nationalem Niveau wie auch in den Kollegen oder auch hier am Haus, wo wir immer darüber diskutieren, was schreiben muss, man muss so geholt gehen, für das es dann am Hirsch kann abgeholt. Wir präparieren den Hirsch, wir versuchen so viel rassurante Massagen zu gehen, sowohl unser Publikum wie auch die Künstler, mit denen ich arbeite, wie die Equipen, die wir werden akquirieren, und natürlich auch an der interne Equipe gucken wir, als aufzustellen, für das wir ein Stück Normalität haben. Serge, du hast auch eine neue Realität, Normalität als Naturpartner erfand, für das während dieser Krise eine ganz kreative Lesung, live aus der Stufe, ein riesenerfolg, über 500.000 Leute oder über 400.000 Leute da erreicht. Über Facebook, das war von den positiven Effekten, den ihn an so einer Krise kann erzielen, oder Serge? Ja, das war ein kleines Projekt aus der Krise raus, quick and dirty, Künstler filmen mit ihrem eigenen Handy aus ihrer Stufe raus. Was dazu noch voll gegen hun hat ich mal nicht erwartet. Aber ja, da sind positive Nebeneffekte, nämlich so stehen, dass man im Publikum hochkommen sind, die sich sonst nie deplaciert hätte für an ein kulturelles Haus oder an einen kulturellen Ofen sich zu deplacieren. Aber ja, persönlich und ich auch natürlich viele Sachen aufgesucht kriegt oder selber aufgesucht. Mein Konzertprogramm am George Urwald gerade fertig, die soll rauskommen nächste Woche. 2 Uhr am Kapuzinertheater und dann ein kleines Tournee, das alles aufgesucht. Ich habe bis dahin keine Indemnität proposiert, muss ich sagen. Die Projekte, die ich mache, da sind da ganz viele, die eben noch eigenes Risiko auch laufen. Schon noch kein Statut, kein offizielles Statut, weder das vom unabhängigen Künstler noch das vom Intermittent. Du bist independent dann? Ja, independent sind sie alle gut, aber ich habe kein Statut beim Ministerium. Ja, okay. Voilà, ich profitiere einfach nur von der Zeit hier für daheim trotzdem zu schaffen. Das sind ich sowieso gewinnt. Schaffen dann eben noch mehr und Inhalte und Konzepte für Projekte, weil ich sowieso nirgends kann laufen. Und daneben bin ich noch Präsident vom Künstlerkollektiv Maskenada. Und da haben wir natürlich auch die ähnlichen Probleme wie Carol oder Theaterin, dass ich Projekte aufsuchen, verlieren. Da das ein Jonglieren, weil du gut nicht weißt, wenn was genau kann stattfinden. Wir versuchen das radikal zu lesen, dass ich entweder geht radikal aufgesucht, dann da gehen Künstler bezahlt, oder wir versuchen die Projekte so zu machen, zu denen Daten, wie sie vorgesehen waren, in einer anderen Form. Aber immer nicht weiter zu verlieren in Zukunft, da das nämlich du verlieren wir die Unsicherheit, verlieren wir immer weiter in Zukunft, und das hält nämlich ab. Voilà, das sind so die Sachen, mit denen sich zu beschäftigen wird. Unsicherheit oder eben auch Sicherheit, das ist auch ein Sujet, den wir mit der Minister beschwätzen.
Sam, wenn du die echt andere Keiers von Carol von der Theaterszene an auch von Serge, wie gesagt, Unsicherheit ist ein ganz wichtiger Begriff für kulturschaffende Leute am Moment. Welche Antwort bist du als Kulturminister an dieser aktuellen Zeit? Ja, also ich sehe nicht echt andere. Ich sehe aber ganz regelmäßig Kontakt mit ganz vielen Akteuren und sehe auch unterschiedliche Herausforderungen. Das eine sind die von den Organisatoren und das andere sind die von den Artisten selber. Und das sind zwei verschiedene Problematiken, die von den Artisten, also insofern wirklich dramatisch, weil, wie es schon angeklungen ist, ganz viele Artisten nicht sichere Revenu haben, oft von Projekt zu Projekt leben und eben auch nicht eine Langzeitplanung haben. Und dafür haben wir ja ganz sehr direkt am Anfang von der Krise dezidiert, dass wir den Intermittenzstatut gegen Robsätze von den Montern von den DST die kann aufrufen pro Monat, je nach Statut, dass das ja unterschiedlicher noch Konditionen dann aufpassen, für heranzukommen an das Statut und durch vom Etat der Krise. Ich weiß, dass ein ganz rich Artist wie das herrscht, die bislo nicht gebraucht haben, nicht das Statut gefragt haben, weil sie nicht darauf angewiesen sind, müssen aber an der Last doch ein rich Monate kriegt von Künstlern, die bislo nicht drauf waren, weil sie nicht gebraucht haben, die lo aktiviert, weil natürlich auch kein Problem ist, weil muss ich ja nicht dann permanent aufrufen, wir viel punktuell können davon profitieren, kann ich natürlich den Statut aufrufen. Das andere ist, dass mit den Organisatoren auch da waren wir schon den Interdiktionen geschwärzt auf Kontakt. Auch lo, sie regelmäßig Échangen die laufen, weil ja auch die erste Konfinement für die Kultur ab Ende werden spielen. Das heißt, dass Bibliotheken, Museen, dass die Loren können hier deren abmachen. Und ich hatte noch am Échange vom Ministerhaus mit den ersten Akteuren zu gucken, wie die nächste Etappe von dem Konfinement an der Kultur können stattfinden, weil ich einfach der Meinung bin, dass es elementar ist, dass man an Zeiten wie diesen auch Kultur können erleben. Kannst du schon einen Ausblick geben über die nächste Etappe? Nee, weil das dezidieren wir ja alle zusammen an der Regierung. Das sind Mesuren, die müssen kohärent sein, immer den aufgestellt sind, auch in Funktion von der Evolution von den Zahlen. Eben war mir ganz wichtig, dass Kultur bei der ersten Etappe von größerer Ouverture mit dabei wir worum Sachen abgehen, die für Publikum zugänglich sind, wo Kommerzen abgehen, dass sie auch kann an den Genuss kommen von einer Ausstellung, dass in eurem kann mir einfach Bücher auslehnen gehen, weil das natürlich auch Sachen sind, die zum alltäglichen Leben gehören, zumal es, wenn ich so viel limitiert, dass das aber vielleicht kann am Gehst besser lesen. Ich will aber wie gesagt auf einen ganz positiven Aspekt zurückkommen, das Projekt Live aus der Stufe. Serge und Sam, die hat gerade gesprochen, also für dich, Serge als Künstler, kein individuell Hölle mehr effektiv das Projekt Live aus der Stufe gouf jo vom Kulturminister unterstützt. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, Serge, wie du zu diesem Projekt kommst und dann auch zur Unterstützung beim Kulturminister darüber los wir dann auch zum reagieren. Ja, die aus durch Not kommt, dass aus der Not eng durend machen, ich meine, das dem Künstler sein Alltag. Der Künstler als Mensch, der geht sich Probleme sichern, zum Beispiel ein eidelt Blatt. Ein weißes Blatt ist ein Horror für den Künstler. Und das ist also ein Problem, den sie schafft. Und da wollen da eine Lesung finden, an versucht hat, mit einer gewissen Ästhetik zu machen. Meine Direktreaktion auf die Quarantäne war, wie können wir trotzdem Spektakel vivant haben. Die einfachste Lesung war eben von dem Facebook-Moyen zu profitieren, weil Leute quasi alle gehund sind ein Handy und sie können dann mit ihrer Kamera von sich aus daheim das direkt live überdrohen. Wie ich die Idee hatte, und ich direkt im Kulturministerium von der Geschwärze und ich hatte 10 Minuten drauf, zum Tanzen am Telefon, und sie direkt gesagt, sie gingen das unterstützen. Das war so ganz reaktiv. Am Hühner ist geähnlich, ob 40 Episoden. Ja, das soll es dazu kommen. Das war natürlich eine Notlesung, weil auch qualitativ von der Technik hängt das ja davon ab, wie die Leute daheim equipiert sind. Du hast Leute, die just ein Handy, du hast andere, die einen Mischpult, dann die können ein bisschen wie professionell erzählen. Zum Beispiel den allerersten Abend, der Jean Müller aus seiner Stufe, den hat mit Selfie-Modus gefilmt.
war der Pianospiegel verkehrt. Und Pianisten haben sich Tore aus dem Kap gehabt, wenn sie das gesehen und an anderen dann mal nicht gemerkt. Das, also, ja, das war auch das sympathisch, aber drin denke ich, dass das direkt Qualität hat von Improvisation und das wird leider immens bereiert. Lo schaffen ich eben in einem zweiten Niveau, dass man so für eine Plattform zu schaffen, wo man weiter können kulturelle Inhalte diffusieren. Zusammenschluss möchte ich reagieren auf den Soto, das ganz unproblematisch gang. Ich kann mir vorstellen, dass du dann auch als ministerisch warst über so Initiative von der Künstler für du aber Kunst, Kultur im Leben zu erhalten, auch in Krisenzeiten, an das Herstellung am Anfang auch gesucht. Dadurch gibt es leider recht, die nicht unbedingt sonst gehen bei Konzerten gehen, an Theater gehen. Das ist auf eine gewisse Art und Weise was an der Corona-Krise Kultur auch demokratisiert in hier am Land. Wie gesagt, du das? Ja, also ich schon mal viel Gedanken gemacht, schon mich wirklich gefreut, wie lo für die Artisten ging weitergehen. Ich weiß auch, dass kein glücklich ist, wenn einfach dazu kriegt vom Intermittenstatut, die mich vielleicht für alle schaffen. Das heißt, geht nicht darum, es geht wirklich die Leute ein Projekt können zu machen. Und das war am Anfang wird es relativ deicht ausgesehen, weil keine Perspektive da wo los sind am Ausland eben so Projekte entstanden. Anstatt kurz Serge am Telefon hat nach einem Artikel gelesen über ein ähnliches Projekt zu in Europa, wo statt gelesen ist, genial. Und dann ist Serge gerufen aus einer Mail und das konnte man ganz sehr an problematisch an Fehlläden an hin war am Anfang den Urstoß auch die vielen andere, weil wir haben nur ein ganz Rutsch von Projekten nach Kontomat unterstützen, auch Theaterprojekte, Marionettentheater, sodass man mittlerweile über 60.000 Euro Subsidien für Rang so digital Projekte ausgehen. Ich bin mir bewusst, dass es eine ganze Diskussion rundherum, du hast Kunst gratis, will für den Kunst nach gratis kriegen. Ich finde es für alle mal wichtig, dass Kultur nach do ist, nach am Espace ist, nach accessibel ist. D'autant mieux, wenn man dann nach Leute können ausschwätzen, die normalerweise nicht geschwätzt gehen. Aber elementar wäre für mich, dass in ein kulturell Offer aber die kann zurückziehen. Natürlich ist das nicht dieselbe Offer wie im Normalfall. Vor allem, sie findet nicht mit einem sozialen Kontakt statt, was immer schön. Also wenn den Change fehlt ja auch, wie kann ich das, was ich gerade erlebt habe, diskutieren mit anderen Leuten. Das schon eine lange Zeit geht verloren, gut nicht zu schwätzen von dem ganzen technischen Volley. Von daher sind ich immens froh, dass du ein ganz Rutsch von Artisten sich eben dort zusammen getan für die Einzelprojekte zu machen. Wie Glück geht das? Das ist nur ein wirklich lützebäuerische Erfolgsgeschichte, man könnte so in der Carol, für auf dich zurückzukommen, den Escher Theater spielt oder wird Lützebäuerische Ensemble oder Lokalproduktionen, wird ausländische Produktionen, die auf Lützeburg kommen. Für die Lokalproduktionen natürlich nicht so, dass Schauspieler denken nicht mal, alle über Lützebäuer sind mir eventuell aus der Grenzregion kommen. Für ausländische Produktionen da ist nach Mann an Zusammenhang mit unserem Land. Wie erlebst du das Envergure, wenn es effektiv Künstler betrifft, die nicht nehmen hier am Land leben? Wir hatten effektiv am Mai, Juni viel Asienhausproduktionen gehabt. An all den Projekten waren sowohl Künstler von hier als Lützeburg, aber auch aus der Großregion oder noch von viel weit. Und da haben wir natürlich, also es bewusst gehen, aber auch wie unterschiedlich Statut behandelt wird, und noch die Proposen, die im Moment gegilt tun, für zum Beispiel Lützeburger Künstler für zu sagen, man dann will nur Intermittenzen, das Projekt wird annulliert. Was wir noch nicht gemacht haben, das war ja auch eine Alternative, ich will einfach Stück zu annullieren, und die Leute hatten dann nur hier Erde geholt beim Ministère. En plus gibt es die 20 Stunden plus. Und das hat natürlich nicht den Kascher, den sie gekriegt hatten, wenn sie geschafft hatten. Aber das wäre ein Hilfe gewesen, und auch einem Wirtschaftssozialen an über das Minimum zu kriegen. Aber natürlich in den Künstler oder Schauspieler, die dann in Frankreich lebt das nicht mehr
wie Thionville oder so an den Künstlerstadt oder Frankreich wird, den konnte nicht ob so Missionen greifen. Das war dann dem Moment für die kein Alternativ. So, wir bezahlen die nicht aus mit der Hilfe beim Staat. Von der Tisch, da waren auch Diskussionen. Wir hatten zum Beispiel eine Deutschproduktion, wo ein deutscher Regisseur von Berlin kommt, und den Bühnenbildnerin auch von Berlin, an die sind independent in Deutschland, an die haben überhaupt keine Hilfe. Also, bis dato gehabt. Das heißt, wir haben wirklich müssen individuell pro Projekt gucken, am Projekt selber mit den einzelnen Leuten gucken, was für sie das passt. Und das war, ja, wir haben finalement eine Lesung für die Freifond, wir sind effektiv auf dem Weg für zu sagen, dass wir die Stecker reportieren oder respektiv an einer reduzierter Form rausbringen, Zeit noch für das Leute am System bleiben und noch können bezahlen. Monika, du hast selber einen Hintergrund, du warst ja künstlerisch auch tätig, du beschäftigst dich mit dem Thema Kultur oder Kunst am Europäischen Parlament. Wir haben Carolo ein bisschen auch Perspektiv erweitert von Lützburg an Europa, und wir merken, dass de Marché Commerz, für den man de Marché Interieur an Europa auch auf den Grenzen steht, aktuell am Kulturbereich, als die Krise, wie man sie gerade erleben, auf den Kulturbereich hochgebracht, auch eine Möglichkeit da für den Statut von den Künstlern auf europäischem Niveau eine Harmonisation hinzukriegen. Also wir hoffen sie so, dass am kulturellen und am kreativen Sektor europaweit 12 Millionen Menschen schaffen, 12 Millionen kreative Leute, die mit ganz viel Passion normalerweise ihren Beruf ausüben. Das heißt, 12 Millionen, das sind ein Snaps mehr wie 7%. Das ist nicht leicht, europaweit. An dem Sektor dreht natürlich dann auch zum Wohlstand von der europäischen Ökonomie bei. Dafür ist es umso wichtig, Kultur am kreativen Sektor nicht zu vergessen. Auch als EU-Parlament haben wir an einer Resolution am April auch noch einmal darauf hingewiesen, als Europa deputiert, dass die Leute, die das schaffen, auch abgefangen gehen, nicht vergessen gehen. Da haben wir ja zum Beispiel von der Kommission den neuen Framework, wie wir so SURE, das heißt, Moja für Kurzarbeit anzuführen, wie wir in Lützburg schon am Chômage partiel, das heißt auch eine Unterstützung für die Leute, die am kulturellen und am kreativen Sektor schaffen, für den Artisten einerseits, für den aber auch an, Samuel hat ja schon erwähnt, Kreativentreprise. Und die müssen auf alle Fall dabei unterstützt gehen, weil von Haut auf Morgen also alles zugemacht gehen, von Haut auf Morgen kann die keine Karte mehr verkaufen, die Konzerte aufgesucht gehen, wo ganz viel suchen, da hat Stierchen, wo ich aber auch noch als freier Präsentatrice, wenn den Auftritte hat oder ein Engagement hat, an der Bimol wird den aufgesucht, dann hat die vielleicht die Suche schon mal angeplant für den Rest vom Monat oder dem nächsten Monat. Dafür ist es immens wichtig, weil wir den Statut angeht, haben wir am Moment noch nicht darüber diskutiert an unserer Kommission, an der Kultkommission. Es geht darum, die Existenz zu sichern, die je nachdem wirklich ob der Kipp sind, aber für allem auch dem Sektor Angst zu holen und das grenzenübergreifend durch Europa. Europa oder das Projekt Europäische Union wird ja auch kritisiert in der aktuellen Zeit. Leute so, ja, was möchte die EU, an dieser Zeit die EU, kriegt ihr nicht mit, was die EU möchte, und dann kann ich aber auch effektiv ja antworten, dass eine sanitäre Krise sind, dass das kein Kompetenzbereich ist von der Europäischen Union. Genau das gesagt, dass so eine Krise auch sich vielleicht schon Auslöser keinen Sinn für die Europäische Union effektiv mit Kompetenzen zu gehen am Gesundheitsbereich einerseits und noch an der Kultur, wo die EU
ja hauptsächlich eher echt ein unterstützend roll also du auch ja wie gesagt auf welcher Form auch immer mehr envisageable dass die EU ein mehr stärker Rolle spielt an der Zukunft Monika. Dat ass die Sache mat den Kompetenzen mat Subsidiarität kënnt immer rëmmerten schëmmech fir d Kultkommissionun der Techt Kultur, Edukaun, Jugend der Sport entscheet, weil ich dat en wichtige Wolle vun aiser Gesellschaft fannen an Kultur den Mediensektor, Journalisten, Theaterhäuser, Kinoen, Filmproduktionen, dat sind alles wichtig Bereiche von unserem Alldach, die auch zu gemeinsamer Kultur beidrohe, weil sich für einen Anhalt, da die aber zum Beispiel gerne reist, wo kulturell auch interessant ist. An Italien, an Spanien, der Tisch Kultur, also du auch noch ein plus Faktor, neben denen Arbeitsplätze am Sektor selber, die sie generieren, profitiert auch den Tourismus von der Restauration. Also es wird immer diskutiert, ich fand aber, wann die EU unterstützend kann angreifen, dann soll man das machen. Wann eine Subsidiarität abgehoben soll gehen, dann ist das ein ganz, ganz langen Prozess und wird natürlich bringt viele Negoziationen und Kontroversen mit sich. Bei alles an der Kommission geht es darum, den Sektor zu unterstützen, so gut wie wir können, an den verschiedensten Vollen. Und das sind wir auch dabei zu machen. Also lang die staatliche Beihilfen, die wo die Regeln ein bisschen gelockert werden, da kann man ministerisch dann auch wirklich den Sektor unterstützen. Das kommt von der EU an. Da gibt es den Fonds Creative Europe, wo dann auch noch reinkehrt, sind 121 Millionen Euro zur Verfügung stehen, für den Sektor zu unterstützen, für allem mit Krediten. Das ist ein Zusammenspiel von den Memberstaaten an der Europäischen Union. Zusammenspiel von den Memberstaaten, da denken wir schon den Conseil, du vertrittst du Lützeburg dann auch unter anderem effektiv als Kulturminister, natürlich auch als Justizminister, bleiben wir bei der Kultur. Du warst du auch am Austausch mit anderen Kulturministerin. Was dürft du beschwert und was dürft du eventuell festgehalten? Ja, also es war eine informelle Diskussion, der Tisch, du gehst an dem Moment nicht festgehalten, dass sie keine Decisionen, die geholt gehen. Das von allem elementar, dass man auch hört, wie die anderen immer da umgehen. Das fand ich, das noch besser bemerkbar gemacht, wieso sollte man Conseil, wo es du ganz abstrakt so geht. Wir haben wirklich Échange gehabt über die unterschiedlichen Eltern, die Länder zur Verfügung stellen. Dann werde ich auch mal dann Diskussionen haben, wo ich das war, für zu gucken, dass sie sich irgendwie auch ein bisschen aufschwätzt, wie es noch weitergeht mit der Kulturbranche. Da sind wir noch ein gut Stück dabei weg, weil und ich etwas immens bedauern, bei dem bei dann den letzten Wochen am Ende geschieht ist, dann also wie sehr man aber vom europäischen Gedanken wegkommen sind. Das ist auf kulturellen Niveau Männer der Fall gewirrscht wie auf anderen Punkten, weil sie nicht der Meinung, dass man auf jeden Fall den europäischen Gedanken dürfen verlieren an den ganzen Konfinementen und Restriktionen, die man im Moment erleben. Weil mir insgesamt vielleicht kurz als Zwischenschritt macht, weil du so ein europäischer Gedanke nicht gelitten. Grenzen sind so und du mal effektiv einen Vorschlussbeschluss ich werde den Punkt machen von Andrea Mancini, dass zur Künstler auch Riesen gehört, auch in andere Länder auftreten. Das ist aktuell auch praktisch ganz schwer umzusetzen. Und du hast eben froh, ob der drum an Zukunft wie dass man Dekonfinement zum Lös rakommen auch wert me sind erbracht Ich wollte gerade hinkommen, das wird Carol für Druck so tut. Lang an der Großregion schaffen wir schon ganz viel Madeleine. Wir haben auch ganz konkrete Échangen, zum Beispiel was den Theater anbelangt mit dem Grand Est, wo wir zu Avignon zusammen an der Kaserne des Pompiers für das Festival an einem selben Studio sind. Ich noch nächste Woche Échange mit meinem Confrère aus dem Grand Est. Das heißt, wo wir wirklich auch die Liens an der Großregion
wollen fördern und unterstützen. Tresen insgesamt, bon, sie ein ganz rich Länder, die auch aufhängen, das ein bisschen mal eng zu gesehen, glücklicherweise. Auf für professionelle Zwecke gibt es ja auch mittlerweile schon auf viele Plätze Ausnahmen, mit das noch alles relativ limitiert. Und da könnt ihr bei, dass bei den Spektakel vivant am Moment auf den meisten Plätzen noch relativ solide Restriktionen gehen. Das heißt, war der Moment kann gemacht gehen, das ist der Projekt, wo man Kontakt hat mit den anderen. Insgesamt auch Grenzen überschreiten, leider. Carol, ab Winnie plant ihr mit einem normalen Programm am Mäscher Theater? Also wir planen ab hier bei einem normalen Programm, wir wollen gerne den nächsten Weekend am Oktober aufhängen. Und ich meine, das ist auch wirklich die zentrale Frage, da sind sich fragt, wie gehen wir mit der Bühne coacht wie schwarze Spektakel vivant. Das Spektakel vivant, das ist, weil Leute zusammenkommen an einem nämlich den Espace-Temps und zusammen etwas erleben. Sie Leute, die auf der Bühne spielen, produzieren, kreieren und die Leute am Saal, die erleben das. Das ist ein emolischer Moment, an darauf muss man kommen. Ne? Wir müssen können Konzerte zusammen erleben, Theaterstücke, Tanzstücke. Und ich fand das alles schön und gut mit der digitalen Kunst. Und ich fand, das sind auch flotte Formen, die sich nachher immer weiterentwickeln. Mit der sagt nicht das Spektakel vivant. Und der Tisch, du fand ich, muss mal ganz verständlich, mit viel Bon Sens, mit ganz viel natürlich, mit ganz vielen Mesuren schaffen, für das andere möglich ist. Ich plädiere wirklich dafür, dass wir versuchen, das so sehr wie darum geht, irgendwie machbar zu machen. Ja. Rechnest du dann mal, dass ab dem Hirst, auch finanziell geschwärzt, den ersten Theaterwert können voll ausgelöscht sein mit Spektateuren oder wie kalkuliert ihr du? Also nee, ich rechne nicht immer, dass wir voll ausgelöscht sind am Hirsch. Was mir aber wollen die Leute auf den Weg gehen, und ich meine, dass du ist, wo ganz viele Leute, die am Spektakel vivant schaffen, egal wo sie, ob sie selber Künstler sind oder an einem Theater, an einer Equipe schaffen, wir wissen, was du weißt, du kannst, aber wir wissen, dass wir alles müssen en place setzen, für das Leute sich so sicher wie möglich fühlen. Aber das ist aber auch machbar. Also ich fand, irgendwie muss man auch, musst du aber irgendwie ein bisschen weitergehen. So, wir können doch nicht ständig in einem totalen Ausnahmezustand sein. Natürlich wird man keine normale Situation am Hirsch tun, aber wir müssen aber als Stück Normalität immer kämpfen. Weil ich werde, wenn man zu viel lang immer nach Warten und hier und da, dann irgendwann fällt verschiedene Leute viel schwerer im Weg. Dass wir da auch, was das Herz drunter gesucht hat, die Logik immer um Sachen abzuschieben und an einer gewissen Ungewissheit zu leben, dass das ja umso mehr frustrant ist. Denke, das Wort, wir haben eine Frage von Johannes Kader, wo es effektiv um die finanzielle Wolle geht. Wenn man zum Beispiel für Hund vom Escher Theater, mit der appliziert sich auch in anderen Theaterhäuser, Kinoen, du kannst nicht davon ausgehen, dass am Hirsch den Theater nicht kann voll ausgelöst sein mit Publikum. Das hängt von einer ökonomischen Pächter zusammen, en Konsequenz. Gibt es dann da weiter Subsidien, gibt das vom Staat ausgeglichen oder gibt es da schon Lesungen oder sind wir nicht so weit? Ja, also für dich mal nach zu dem, was Carol gesagt hat, ich bin wirklich der Meinung, dass wir müssen, wenn wir alles fertig bringen, als Hallefest und die Sanitärmaßnahmen, nicht nur Hallefest, wir wirklich um die Sanitärmaßnahmen zu erhalten. Sowohl privat, wenn ihr mit Freunden kann zusammenkommen, wie wenn ihr im Büro also oder so so. Das heißt, wenn ihr Distanz hält, wenn ihr sich Hand wäscht, eine Maske geht, wenn aussehen, dann können wir ja unter denen aber lastischen Abklären, mit die aber notwendig sind für eine Normalität reinzukriegen, auch stückweise an die Normalität kommen. Und mein Wunsch ist wirklich stehen, dass auch der Rest von der Kultur, wo nicht kann funktionieren, so sehr wie möglich kann Spektakeln anbieten. Ich fand, dass das immens wichtig ist, dass wir das nicht verlieren, dass das Bestandteil bleibt von unserem Alltag, von unserem Leben und dass auch den Komplement noch weiterhin besteht. Und das ist etwas, wo ich wirklich nur im Moment am Gang sind, mit den nächsten Akteuren zu gucken, dass wir
auch so sehr wie mir schon können etwas anbieten. Dort plus, wo ich kann davon ausgehen, dass am Sommer aber relativ viele Leute können zu Lützeburg sind, dass der Meinung sind, dass man da auch ein kulturelles Offer anbieten. Natürlich wird das bedeuten, dass ich Espassen auslösen. Du gucken auch im Moment die Einzelmodelle am Ausland, das geht von bis. Da gibt es doch unterschiedliche Modelle, wie auf der Bühne da kann funktionieren oder muss funktionieren. Kita sind Doseschnecker muss überlegen, inwiefern die Restriktionen von den Mesuren auch müssen oder sollen auf der Bühne spielen. Finanziell gesehen haben wir als Subsidien alle guten aufrechterhalten. Wir haben keine Suen weiter zurückgefragt. Wir haben aber auch die Message gehabt, dass wir der Meinung sind, dass auch die von uns zu kreieren für ihr Projekt, dass die auch Künstler sollen bezahlen. So an dem Sinn, von dem, was Carol Laurent für gesucht hat. Wie die Gesamtpack ausgesagt, mit dem man alle Akteure unterstützen aus dem ökonomischen, kulturellen, kreativen Leben, da sind wir am Gang als Regierung insgesamt rund zu schaffen. Das ist so noch ein bisschen zu frei, für ich zu so, wie das noch wird ausgesehen. Wir sind uns bewusst, dass der Kultursektor hat nach paar andere Sektoren zu den größten Leidtragenden von der Krise zu denen gehört, und dass wir natürlich müssen en Konsequenz davon handeln. Serge, schon gesehen, du hast deine Hand gehoben. Es wird eine Zeit dauern, bis wir ein Impfmittel werden, ein Erwachsener werden haben gegen den Virus. Und das heißt, dass es eine Zeit lang wird dauern, dass wir an dieser neuen Normalität müssen wir von den Inseln gehen. Wie gesagt, dein Modus, wie wenn die Eltern Pech, Tom Gangen, das ist los so, aber wir müssen einfach aufpassen. Wir können diskutieren, so viel wir wollen, was in Zukunft eventuell möglich ist oder nicht. Wir müssen als Künstler einfach weiter schaffen. Ich schwätze nur als unabhängige Künstler. Was Häuser machen oder so, die müssen das für sich dezidieren. Ich gesehen, wir schwätzen schon über eine halbe Stunde und wir können einzig über Inhalte von Kultur geschwätzt. Ich schwätze just nach von sanitären Mesuren, von sozialen Mesuren, von finanziellen Mesuren, an denen die Absence von Diskurs über Inhalte vermissen ich im Moment total, nicht nur an der Kultur, sondern an der Politik allgemein und an der Öffentlichkeit. Das ist nicht mehr nach Panik für sanitär, soziale Unterstützung und so weiter. Das ist natürlich alles wichtig. Aber für was machen wir das überhaupt? Für was müssen wir gesund bleiben? Für was muss Kultur weitergehen? Das sind die Fragen, die sie stellen. Weil da muss Politik eigentlich auch löserlos aufhängen, über Inhalte zu schwätzen. Wir waren an der Kultur ganz gut lanciert mit dem Kulturentwicklungsplan, weil das ganz lange nicht über Inhalte geschwätzt ging. Der Kulturentwicklungsplan hat den ganzen Sektor mit involviert. Wir konnten endlich gemeinsam über Inhalte schwätzen. Und ich meine, das ist wichtig, dass wir nun ist, darüber zurückkommen. Und dann, ich meine, gibt noch nach anderen Möglichkeiten von Formen, wie die Gesellschaft kann Künstler unterstützen. Er hat gerade Jean Créer geschrieben, was halt hier von bedingungslosen Grundabkommen, das wäre eine Förderung, das wäre unter anderem auch Förderung von künstlerischer Praxis beidrohen, auch viele Künstler unterstützen, unabhängig von ihrem Statut. Da gibt es also Möglichkeiten. Weil das mit den Suchen von den internationalen Künstlern, die aufgesucht sind, an den großen Häusern. Da gibt es immens viele Suchen gespürt. Häuser könnten zum Beispiel Künstler engagieren über die Zeit, feste Kontrakt geben, wie Kompanien am Ausland. So Mesure können die evaluieren. Nicht nur die kleinen Pickeren, die man gehen, für hier und da auszuhelfen, mehr eine Vision, wie Kultur kann in Zukunft überhaupt funktionieren, ob Virus oder nicht Virus. Die Fragen, die sich stellen, die waren sowieso immer schon da. Wir merken sie just eben viel mehr brutal, wie es war hier drüben. Carol? Die Sache mit den Inhalten betrifft, ich will aber trotzdem rappellieren, auch an dieser Zeit, als durchaus Kunst kondenalieren begalt, die nochmal Bücher gehen, die gelesen konnte gehen, kann ich Musik lauschen, kann ich Filme gucken, kann ich Netflix-Serie gucken. Das ist ja aber nicht wie Valo nicht mehr an der Kunst passiert wäre. Das sicherlich an der Politik, schwätzen an der Politik. Ja, aber so noch par rapport zu, weil es par rapport zu den Inhalten, weil wir auch nicht von Inhalten schwätzen. Ich meine einfach, was dramatisch ist, dass das natürlich nicht produziert, nicht kreiert, gehen lo an diesen 2 Monaten, an dem Moment kein Arbeit, die direkt kontaminiert von stattfinden. Stimmt ja auch nicht, weil du nicht
weil Kultur oder Kunst abgefordert die werden das ja auch nicht dauern. Mehr effektiv, wo ich da recht gehe, dass ich meine, wir mussten allgemein am Museum schon wie lange oder am Gangen auf jeden Fall darüber nutzen, wie vielleicht geht es ein bisschen wie sehr, wie produzieren man, ne? Weil wir machen ein Theaterstück nur anderen, alles Künstler sind, ich weiß noch, 5 Sachen gleichzeitig und das immer nicht punktuell kreiert, da wird 3-mal gespielt, ein bisschen mehr, das sind da schon draus 17, aber da könnt das nichts. Und ich meine, effektiv, da sind sich mal überlegen, dass man vielleicht Männer produzieren, aber mehr nachhaltig, dass man mehr über Repertoire nachdenken. Aber wenn man das Stecker kreiert tun, und geschieht so etwas wie Lo, eine Katastrophe wie Lo, dann können wir die aber ohne Probleme vielleicht nicht spät abholen. Und mir das verlangt natürlich ganz anders Schaffen, gell? Da sind sich effektiv vielleicht mehr lang und einem Projekt schaffen, den immer rumgeholt und dafür vielleicht ein andere Gut nicht mehr machen. Vielleicht Männer produzieren, aber dafür nie auf lange Dauer überlegen, wer immer den Stecker möchte. Ja, das wollte ich. Also das bei dir ja allen zwei ein bisschen schwarz als effektiv eine Adaptation vom System. Einerseits eine Änderung, also eine Adaptation, wie Kultur funktioniert, wie Kultur geschafft wird. Und das heißt, merci, dass du mal du an der Moderation an den Arm gegrafen hast. Effektiv, ich wollte den Kommentar auch vom Jean Krier abgreifen. Du hast schon nur geschwärzt, was halt dir von einem bedingungslosen Grundeinkommen ist. Das die einen so, dass eine philosophische Idee, die anderen so, dass eine politische Schulterung, die anderen fanden utopisch. Stellen die froh, als Liberalvertreterin an der Ron Monika. Als bedingungslos Grundeinkommen, was denn eine politische Idee, die lo an dieser Krise mehr envisageable ist wie für uns? Also schon für allem als Lützeburg schon mal ja auch ein gutes Sozialsystem. Die Leute gehen abgefangen an schlechten Zeiten, gehen motiviert, aktiv zu gehen. Das müsste normalerweise wissen, dass von unserer Partei ist, also der Demokratische Partei ist ein bedingungslos Grundeinkommen nicht eng von den Prioritäten. Wofür mir aber immer stehen, dass die Leute, die aktiv sind an den verschiedensten Bereichen, das heißt auch am Kulturellen, das keine Langgelos geht, das kein durch Netzwerk, das ist der Fall. Du passt doch mir gut noch eine Frage von Marc Till vom Lützeburger Wort. Wir schwätzen bislo für Künstler, die hauptberuflich an der Kunst tätig sind, so wie beim ersten Fall ist und auch Carol über den Escher Theater. Aber der Marc Till weist auch darüber hin, dass es viele Künstler gibt, die nicht professionell sind, die an den Vereinen Kunst machen, an der Musik, an Theatergruppen. Sie leben zwar nicht exklusiv von ihren Werken, drohen aber größtenteils zur Kultur bei. Von den Hinweisen, Monika, und nur auch gegen Stroh direkt weiter und sagen. Was meinst du mit Ubiden? Also das war viel von den sozialen Netzwerken für Künstler, die abgefangen gehen. Vieles von kulturellen Leben sind ja effektiv, wie gesagt, als Musiker, das freiwillig nebenbei geschieht. Als das einfach geht darum, möglich am Kader von einem Dekonfinement oder wie gesagt, das ist ein Froh natürlich von den Sicherheitsmesuren, die mit Allfälls vom Dekonfinement hier dann abgehoben gehen. Ich meine, wenn ein Musiklehrer oder ein Solfège-Lehrer oder ein Instrument beibringt, du hast ihn nur am Kontakt, also ein Gitarre spielen zu lehren, das müsste nicht unbedingt just auf 2 Meter Distanz, die Leute sind wertvoll, natürlich für die Gesellschaft. Aber den Begriff Kultur gibt für mich über Artisten an Musiker, aber auch heraus. Du hörst ja aber auch zum Teil zum Beispiel Journalisten. Und als freier Journalistin an Freelancer
So mal war ein Sportjournalist. Und schwarze nicht nur von Lützeburg, weil europaweit aus der Medienlandschaft auch ein bisschen ein anderer. Ein Sportjournalist hat nicht mehr, wo er drüber schreiben kann. Ja. Und en plus, also die auch so normale Sportjournalisten sind teilweise aktuell effektiv am Chômage partiel. Ja, oder sie gehen oder den die Video möchte, der schreibt über Texte, es wird natürlich umstrukturiert. Wir führen allem, also sind natürlich Freelancer, sind DAX jung Leute, die neben dem Studium zum Beispiel dann eine Redaktion schaffen, vielleicht aber auch von denen Suchen leben, so neben einem Prä-Étudiant zum Beispiel, ja, in meinem Fall, mit dem werde ich als Freelancer tun, habe ich die ganzen Rechte von meinem Leben an meine Rechnungen bezahlt. Aber wenn die aber wegfallen, auch weil bis zu 80-87% von den Reklamen, von den Zeitungen über Internetseiten wegfallen, weil kein Reklam für ein Auto oder so nicht einen Artikel über Covid will machen. Und die die oft oder DAX drin leiden, das sind Freelancer, die ob sie selber schaffen an eben festen Kontrakten. Und das sind eben DAX, die jung, die dummer da auch ihre Studium an den Leben bei der Uni finanzieren. Ich will, wie gesagt, auch Sam bei denen bleiben, die Kunst wirklich an der Freizeit betreiben, auf denen wirklich an dieser Zeit auch vielleicht maneriert das. Wie gesagt, Musiken und so weiter. Sergio Rüssel so ein bisschen beim Kopf, gleich bist du dann wird, kann ihn auch denen Leute in der Arm helfen, weil auch sie drunten gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Also für mich ist ganz klar, dass Kultur nicht just besteht aus den professionellen Artisten. Das heißt, all die Leute, die es abgezählt haben oder die an der Frau von Martin 4 kommen, das sind natürlich Leute, die zu der kulturellen Vielfalt beitragen. Man muss auch verschiedene Sachen unterscheiden. Das und das gibt es ja auch ganz viel. Es gibt einen solchen Artisten, die wohl professionelle Artisten sind, die auch probieren, davon zu leben, die aber danach mit anderen Aktivitäten komplettieren. Ein typisches Beispiel ist an der Musik, in den Musikskoren hält, den aber parallel auch professionelle Musiker ist. Da muss man als grundlegend Gedanken machen, wenn man die ersten Etappen von der Krise verstanden und inwiefern als Statut, als Gesetz angepasst ist und all diese Situationen, dass man das vermisst Netz für also kein würde durchgeht. Es gibt aber auch nach Eden rein für die Independenten, das wir nicht vergessen, dass die Leute, die nicht an einem Statut mit dran sind, da also wird die Klasse Moyenne, sind vier gesehen, die letzten Eden, die mal dezidiert haben, das Woche am Regierungsrat, noch Revenu, die ihn hat, kann ihn dann auch ein Montant unique aufrufen. Und da kann ich natürlich als Independent, wenn ich nicht am Statut vom Intermittent ist, mit drin fallen. Ich bin der Meinung, wir müssen aus der Krise auch können wir Lehren ziehen und gucken, inwiefern wir das Statut, den wir sowieso sollten aufpassen, mit dem wir vielleicht mehr grundlegend müssen aufpassen, für all denen unterschiedliche Situationen gerecht zu werden. Serge, ich habe gesehen, du hast reagiert, für den Dienst, dass ich dich, also von der Kirchenspruch schon mal reagiert, für den Dienst, dass ich dich verbal reagieren lassen. Will ich noch einen anderen Aspekt aufgreifen. Du hast, wie gesagt, mit deiner Initiative Digitalisierung, also 4 Teile von der Digitalisierung, meine ich, war egal, genutzt. Und du wennst für deine Reaktion, will ich eigentlich froh mal auf den Weg gehen von Marie-Laure Roller, vom Reporter, die auf Französisch gestaltet ist. Les géants d'Internet, Facebook et Co. sont les grands gagnants de la crise actuelle. Qu'en est-il du soutien de l'Europe pour garantir les copyrights pour les artistes diffusés sur ces plateformes? Je dis das mal auf den Weg, weil toujours auch in einem Interview mit Wortmann, ich möchte dir auch dazu geäußert ist, dass die Welt unabhängig gehen mit deren Kollektiv von effektiv diesen Online-Giganten herrstößt wird. Absolut. Also ich will just zur Digitalisierung, sondern das ist ein Handwerksgeschirr, weil der Künstler kann benutzen, gerade so wie ein Kostüm oder wie ein Gitarre oder ein Instrument, und er kann das benutzen. Wir sollen Digitalisierung benutzen und nicht umgedreht. Digitalisierung soll nicht alles benutzen. Effektiv hatten wir auch auf Facebook Probleme, da laufen dann so Algorithmen mit, die Mengen dann zu erkennen, Contenu,
Man hatte Sonny Warner, die do gemengt hun Kontinu zu erkennen, den hingin geheieren. Und dann gibt man automatisch auf Facebook do geblockt Tone wäsch geholt von denen Plätze, wo die Mengen das erkennen. Das sind keine Menschen, die das machen, das sind Maschinen. Und du kannst auch da bei Facebook oder YouTube oder den Internetgiganten, kannst du nicht an eine Person, wenn du ein Problem hast. Das sind ja nicht mehr Maschinen. Und du kannst du niemals, du bekommst keine Telefonnummer nicht, keine Hotline, gut nicht. Und dafür will man es effektiv freimachen. Dafür schaffen wir eine unabhängige Plattform, die zu Lützeburg ist, wo Kontinuen zu Lützeburg bleiben, wo man natürlich auch die sozialen Medien benutzen werden, für den Inhalt in das Leid zu bringen. Aber wie gesagt, Digitalisierung benutzen, also nicht von hier benutzen los. Daneben von schon die Diskussion vom Statut herumkommen, die Santos lanciert wird. Ich denke, der Statut ist ein bisschen erniedrigend für Künstler im Moment. Den Intermittent, den muss man seinen Karneen bei der Patron gehen, dass er eine Unterschrift kriegt, dass er eine Beweis hat, dass er geschafft hat. Da muss das aufgehen. Eine Kommission muss das gucken. Wird den noch da geschafft? Weiß der Kontrakt war nicht und so weiter und so fort. Und dann zum Beispiel für den Artisten independent, für die überhaupt können, die Statut zu kreieren, muss schon 3 Jahre lang geschafft haben als unabhängige Künstler. Man muss das beweisen, erst überhaupt die Statut kannst kreieren oder eher, wenn du studiert wirst. Das sind Sachen, so Vorsichtsmaßnahmen, weil an der Zeit, wie das Gesetz kommt, gefragt gehen, dass schau doch einmal alle Menschen Künstler von Haut auf Mur. Das ist wie beim Grundeinkommen. Und man kriegt jeder heißen und dann futtert keiner etwas. Das stimmt nicht. Da muss ich schon ein bisschen verreckt sein, wie überhaupt für Künstler zu gehen. Und ich meine, du musst Gesellschaft muss Leute unterstützen, Künstler zu gehen, und nicht in eine Barriere gehen, und nicht das Leben so kompliziert wie möglich zu machen. Da ging ich gerne in Santos fragen, ob du in Zukunft umgedurcht gehen. Auf den Aspekt von der Digitalisierung kommen wir gleich zurück. Santos effektiv pro die Künstler in unserem Land erniedrigt. Ich meine nicht. Also der Statut, den wir haben, das ist ja nicht der Statut, den der ganze Europa gibt. Also die Franzosen haben, sind nach 2-3 Ländern, die haben mit das ganz viele Länder, und das gesagt ja im Moment bei den Diskussionen, die nicht so haben für die Artisten. Es gibt Barrieren, und dafür wollten wir sowieso den Statut auf die Liste stellen. Wir hatten noch eine Konsultation schon lanciert, Anfang vom Jahr, wo wir wollten Feedback kriegen, was die Probleme sind. Ich bin schon der Meinung, dass solange wir kein bedingungsloses Grundeinkommen sind, dass wenn der Staat sieht, je noch Kriterien so verdeelt, dass dann aber muss definieren, in welchen Konditionen die kann kreieren. Du bist mehr open bei dem Konzept von bedingungslose Grundeinkommen, wie du es dann dazu noch etwas dazu so, wenn ich meinen Satz fertig gemacht habe. Du vor dem Verlust gesagt. Sarah ist aber die, dass der war nicht so sehen, dass ihn das als Erniedrigung unhält. Schon aber festgestellt, er hatte für 10 Wochen eine Chance mit all den Föderationen, die sich zusammengetan haben, dass Künstler sich immens oft selber zensurieren, nicht am artistischen, nicht an der artistischen Expression, aber eben bei der Aufruf von denen Äden, die sie wirklich durch als Unterstützung. Es gibt die Kommission aus den Artisten extrem gut gesinnt. Es sind nur ganz viele Dossier gut gehischt gehen, und ich kriege immer als Eko, dass sie ganz gut dokumentiert sind. Und ich weiß auch von Gesprächen mit Leuten, die am Statut dran sind, dass sie sich oft 3-mal überlegen, ob sie die Konditionen alle erfüllen, und echt den Dossier nicht erreichen, auch wenn sie eine Gänge erfüllen wie der Konträr. Und da das sicher eine Sache von Kommunikation von unserer Seite, dass man dann müssen schreiben, ob die Artisten durchmachen, so, und dass das wirklich als Unterstützung gedurcht ist für die Momente, wo eine Bemanner zu schaffen ist. Das entschuldigt mich. Das eben gerade, weil verschiedene Leute also Niedrigung empfangen, bis wie wenn sie müssten Häschen gehen. Das kratzt an ihrer Selbstsicherheit und an ihrem Selbstvertrauen. Ich verstehe das dafür. Also ich bin da ganz offen für zu gucken, wie man das nach können erleichtern. Mit der Message für all die auch noch lauschen, als denen, dass man mit ganz viel Bienveillance und die Dossiers gehen, absolut verstehen, auch an Normalzeiten, dass sie nicht alltag einen Job hat, weil das eben an diesem Sektor nicht so ist, dass es immer Phasen gibt, wo man zu dienen hat, und dass die Äden dafür da sind, für zu machen, dass ein Artist zu allem Moment ein Minimum hat, für zu leben.
das den Zweck davon. Es geht nicht um Almosen, es geht auch um eine Unerkennung, dafür gibt es auch Konditionen für heranzukommen. Auch da kann ich aber natürlich darüber diskutieren, ob die zu hoch sind, nicht mehr am Moment. Aber es geht einfach darum, dass sie eine Unerkennung hat, für die Arbeit, die gelegt wird, und dass sie weiß, dass eben nicht ein Artist alltag am Mond zu schaffen hat. Dafür braucht keiner sich zu genieren, und wir können aber gerne gucken, wie wir das noch können besser machen, dass voilà, da sehen sie eben nicht so schlecht gestaltet von dem. Ich gesehen, dass Monika dazu will reagieren. Ich kann da auch direkt so für den Hanna kommen. Ich werde dann eigentlich aufgreifen. Das Thema Digitalisierung wollte ich auch vorstellen. Aber ich lasse dich echt mal auf den Austausch zwischen dem Serge und dem Sam reagieren, Monika. Ich wollte etwas noch unterstreichen, und zwar unabhängig, ob man nur für Kultur oder so sozialen Maßnahmen schwatzen, weil leider schwierige Situationen sind und es gehen helfen. Es braucht sich kein zu schummen für was. Es kann nämlich Schiedverragen von uns auch mal mehr schlecht gehen. Und wir können froh sein, dass wir in einem Land wohnen, wo kein Henke gelöst gibt, wo Hilfen da sind. Und dafür braucht sich überhaupt kein zu schummen. Ob es die Leute sind, zum Beispiel, die müssen an den Zentrboutique kaufen gehen, weil es einfach nicht durchgeht für den Rest vom Monat. Die Hilfe ist da. Und natürlich soll dann auch dafür gesorgt gehen, dass den aus der Situation herauskommt. Mir nicht zu wissen, ob es am Ende vom Monat durchgeht, und das auch als Künstler oder als freier Freelancer, wann am Sommer keine Sendungen waren, und ich nicht verdenkt, und ich musste bis Oktober ausharren, und oft ist es nicht wirklich mehr durchgegangen bis Ende Oktober. Dafür ich will just unterstreichen, dass kein sich braucht zu schummen, wann er mal Unterstützung braucht. Okay, Carol, und dann Monika noch Carol, ja. Voilà, ich wollte auch zu schummen oder nee, natürlich nicht. Ich meine nicht, dass das Problem auch den ist, wenn ich zum Beispiel ausgehe von mir, ich war 16 Jahre lang Travailleur intellektuell indépendant und intermittent, ich habe an all den Jahren ganz viel geschafft. Und ich habe ganz wenig verdient. Das ist immer durchgegangen. Ich hatte sonst keine andere Revenu. Ich habe wirklich von dem Leben, was ich auch verdient habe. Und ich war immer plus oder moins ein Minimum. Da sage ich mal, vielleicht ist das Problem auch einfach nicht den, dass nicht genug abgestoßen ist oder dass Leute nicht genug schaffen. Die vielleicht verdienen Leute einfach nicht genug so. Und vielleicht also es auch so, wenn ich gucke, die ganz viele Leute, die höhere Schule gemacht haben, die Uni gemacht und die Diplome haben, und auch wenn ich gucke, wie den Intermittent, die Diäten ausgerechnet sind, die sind immer auf den Salärminimum ausgerechnet. Das heißt, das ist auch ganz schwierig für, auch wenn die Vielschaft an Lagen dabei ist, auch viel Diplome hat, also aber schwierig für irgendwie auch nehmen, halbwegs über Tonnen zu kommen. Dafür freue ich mich auch nicht, das Problem ist einfach wie schlimm. Dann ist es natürlich ganz schlimm, wenn die Leute Gefühle haben, dass sie auch nach Almosen sich gehen oder dass sie sich gesagt kriegen, ja, sie müssen sich nicht schummen. Nee, sie sollen sich auf keinen Fall schummen. Vielleicht müssen wir als Gesellschaft als schummen, dass wir Leute so schaffen, die an sie nicht genug honorieren. Wie du, ich meine, das ist natürlich ein Sektor, das ist genau der Sektor, wo ich das war effektiv auch, ja, riesen Pass. Was effektiv also als Journalist also auch nicht absolut also auch nicht einfach ja. kann ich so noch von anderen Kollegen ja. Die zum Beispiel eine Woche zu Paris geschafft haben, also Struvelding, obwohl in Uni gemacht hat Diploma hat wirklich viel schafft, also das kann man meine festhalten und wäre natürlich gut von das mehr appréciiert wird Und da muss ich noch die enormen Unterschiede mal konsiderieren. Ich weiß, als Musiker als ich eine Erfahrung, die enormen Unterschiede zwischen Kascheen, die Künstler von Haikrähen und sogenannten internationalen Starren. Den einen ist ein Künstler wie den anderen. Und das geht nicht nur mit dem Doppel oder der Dreifach, mit der 100-fach oder mehr sogar, was da bezahlt wird. Das ist auch nicht mehr normal. Also die Business am Platz von der Kunst, für den auch zu unterstützen, da müssen wir auch am Anfang von der Wäsche kommen. Also ich merke, wir könnten effektiv ob once oder noch weiter Webinaren effektiv über das System frohen
hun. Das werde ich gut fanden, und das werde ich effektiv auch flott von der neuen Wand, wie man sie hun, als auch zum Beispiel mal Monika, dass du entre guillemets nicht nur in Europa deputiert was, mehr auch effektiv du deine Geschichte tust, die zu dem Sujet passt, den wir beschwätzen. Ich will einfach nur bei diesem Gespräch einen Punkt machen, von, wie gesagt, flott, dass, wie gesagt, das kann ich so als einen positiven Aspekt von dieser Krise, dass ich durch ein paar grundsätzlich vorstellt, wer das System relevant ist, inwiefern als Kultur System relevant ist. Ich will aber nur assistieren, dass darüber auf die Geschichte von der Digitalisierung zurückkommen, weil Monika, die dich auch ausgetauscht von Thierry Breton, den französischen Kommissar, den auch zuständig ist für Digitalisation, der betrifft, anstatt du zusammenfassen kann, auch die zwei Ausschüsse, an denen du sitzt, am Europäischen Parlament, als ich gegen den Erbisch und Sozialausschuss mehr effektiv, merken auch, dass das Apps mit der Kultur sehen auch zu denen hört. Am Kader von der Digitalisierung und von der Digitalisation und von den Big Four GAFA. Wir hatten am letzten Gespräch, wo man den Ferner Ernst dabei hatte, auch wird von Amazon, das Leute vielleicht noch mehr Gefühl haben, dass sie auch lokal produzieren oder sollen unterstützen, und das betrifft eben auch Kultur. Was kann du Europa, was kannst du als Deputiert machen für die Internetgiganten, die man einerseits braucht, weil sie als alle gut helfen, dann weil sie als helfen aktuell für Leute zu richten auf Facebook Live, mehr als andere können ausschränken. Was kann ich dann machen, für so ein Equilibrium zu kommen? Steht mal für die undankbare Frage. Mir aber in Hinsicht ein Equilibrium schon die eine Seite wohl verstanden, dass man Plattformen nutzen. Zum Beispiel der Fall vom Serge Tonner, den live aus der Schule auf Facebook Sache geblockt hat, weil Copyright, okay. Das nicht so ganz koscher aus, was du lebst. Und dann aber natürlich vorlebt, ob eine andere Plattform zu gehen, wo es da am Anfang nicht so viel leider ist. Das ist wie kennt Europa regularisieren? Wie kennt Europa zum Beispiel a Fair Use durchsetzen bei den Giganten, dass den fairen Gebrauch von kulturellen Inhalten unterstützt kann, nicht direkt blockiert? Also sie können digitalen Expert, will ich aber du bei so. Einerseits geht es ja auch darum, Kunst für Künstler, also hier geschaffen, einerseits zu schützen. Natürlich, dass eben auch herausfindet, wie benutzt man Sachen. Das wird von denen größten Stars geschwärzt, die Millionen oder Hunderttausenden pro Gig kriegen, aber auch so viele Materien ihrer Musik machen. Es soll ja alle Künstler geschützt werden, nicht nur die Groß, aber auch die Kleinen. Natürlich, wir sind am Moment noch abhängig von den großen Plattformen. Wäre natürlich eine Idee auch mehr flott nach wenn man eine europäische Plattform hatten, die so viel Leute auch erreicht, weil einerseits das sind die größten Giganten, andererseits wir sind aber dass über die Plattformen und süßes gesund eben mehr Leute erreicht über ein mehr klein. Also das aus der Jidrang sein persönliche Schwarm viel warten nicht auch die Klang an dem Fall unterstützen mit das Jidrang sein persönliche Schwarm gibt somit das aber wichtig dass von sich du hin gesagt wie Sarlo am Konfinement möchte sich Gedanken über Konzepte, über Klacken, über Lieder schreibt sie, produziert sie vielleicht sogar, das sind aber auch, das ist nicht sehr wirkgeschützt, also am zweiten CV von ihnen, das benutzt, an Anfang eben durch so kreieren, dass das dann noch geschieht. Natürlich weiß, wie gesagt, Möglichkeit, Fragen zu stellen, und ich will zwei Fragen abgreifen, die man gut gehen direkt den Hinweis, dass man keine zeitliche Kapazitäten mehr haben, weiterfahren aufzuholen. Eine Frage, die ganz viel Leute beschäftigt, die Guinness und feministisch. Schon als Beispiel die Frage von Sascha Dahm. Wäre keine Möglichkeit, Königswissen denken, so wäre schon Standort für größere flotte Evenements, du kannst in eine Bühne aufbauen und noch ein Spaß garantieren für eine mehr größere von Leuten. An der Summer meint das bestimmt auch an einem Kader, wo dann der Sicherheitsaufstand angehalten wird. Also das ist ein ganz konkret vor zum Dekonfinement von Sascha da. Ja, also
Wir sind leider noch nicht da, dass wir größere Rassemblementer von Leuten können erlauben. Wir haben aber meinen ein neues Limit von 20 Leuten. Das Herrscher hat mich schon gefragt, ob da ein Konzert für 20 Leute organisieren. Ja, das war kein Witz. Also, das Gefühl, was Carol beschrieben hat, wir mussten zwei auf Bühnen. Ja. Das hatten gleich auch bei Leihweis der Stuftkünstler waren froh, mal eine Premiere zu holen, an dürfen zu proben, ob ein Evenement, doch wenn es digital war. Aber wir können 24 Leute auf der Kinexvis spielen. Direkt ist sie nur dabei. Gut, also mal die erste Etappe als eine Limitation von 20 Leuten. Und dann, wir sind progressiv an die Konfinement rangegangen, wo man angefangen hatte bei 1000, dann nur bei 100 waren und du bei 0 Leute Rassemblement. Sodass ich mir auch vorstellen, ein Beispiel am Ausland weisen natürlich auch, dass sie auch progressiverem Wert rausholen. Was wir am Regierungsrat gut geheischt tun, das ist, dass ich kann, das geht nicht auf der Kinexvis, das geht aber zum Beispiel neben Brunn und Glassy, dass ich kann Veranstaltungen am Drive-In machen. Das das ein Autos Kino, aber da kann ich sich natürlich auch andere Zuchten vorstellen, solange wie man mal nicht können, so nur bei Nähe sind. Weil Voraus einfach aber am Moment noch zu groß, dass wenn ihr seht, wir erlauben viele Leute bei Nähen, dass Leute aber nachts nur bei Nähe kommen. Ich meine, dass ich das muss progressiv machen, bis man der Kinexvis kann ein bisschen dauern. Ich habe aber Tochter nicht abgehen, dass man einfach nach vielleicht in den nächsten Wochen dahin kommen. En attendant, was den Drive-In mal eine Alternative, die ein bisschen mehr sozial touchy ist, mit die aber kann schon ein Spektakel gebaut sein, dann möglich schon. Und dann überholen ich direkt eine zweite Frage von Carol Krämer, der geht ministerisch an und Europadeputiert, weil es betrifft europäische Finanzmenter, und zwar geht es um die Creative Europe Finanzmenter, hat schon definiert. Vor lang, ich versuche sagen, also sehr wie möglich aufzuraten, vielleicht kriegt das Team noch Antwort an der kurzer Zeit hinzukriegen. Das ist undankbar. Vier op den europäischen, also von Carol Krämer, wie gesagt, vier op den europäischen Plan an das Creative Europe Programm zurückzukommen. Könnt ihr als kleine Detail dazu zu gehen, wo Diskussionen zu Brüssel momentan drin sind, aber jetzt potenziell kein weitergeht. Klammer auf, gemeinsamen Appell von einer Organisationen aus allen Kulturbereichen gestern publiziert, die klare Mesure für Kultur im EU-Budget, auf vor allem über das nächste Creative Europe Programm fordert. Klammer zu, Sam Tosser und dann Monika Semedo, und geht so kurz in Mail. Ja, also die letzten Diskussionen, die wir hatten um Conseil für einen Monat, war eben das geguckt, ging für das Programm insgesamt mehr flexibel zu gestalten und zu gucken, noch nach mehr breit aufzustellen. Und das ist noch am Gange. Nur wenn eine Kulturkommission am Parlament, Monika vielleicht nach mehr Details oder nicht schon nächste Woche oder die Woche drauf, nicht die nächste Conseil, wo wir das dann auch sicher werden thematisieren. Monika? Ja, ich probiere mich kurz zu halten. Ich bin Schattenberichterstatterin von Creative Europe. Ich bin noch nicht so lange an der Kulturkommission dabei. Und da können auch plus Covid dazwischen, wo auch viele Reviremente waren. Mit das nun mal so, also ich gehe für diesen Rapport als Shadow-Rapportrice genannt. Aber mir visuell noch nicht drüber geschafft. Das nämlich so. Wir wollen ein Budget für Creative Europe, gerade auch weil der Sektor so in der Covid-Pandemie leidet, an dem Lockdown Verdoppelung von 1,4 auf 2,8 Milliarden Euro. Wir haben noch nicht angefangen, darum zu schaffen, oder ich konnte noch nicht mich involvieren, weil es keine Verhandlungen ging am Trilog, der Tisch zusammen mit der Kommission an dem Conseil, weil man noch kein Budget hat. Der Tisch, Staats- und Regierungsschaffen und sich noch nicht auf ein europäisches Budget 21 bis 2027 geeinigt. Und bis dahin können wir auch nicht viel dezidieren. Wir fordern aber, und das auch an andere Kommissionen wie die von Emploi und Sozial, dass den Erfolg gemacht wird. Es geht schwierig für viele Memberstaaten, aber es geht darum, zu investieren an die Ökonomien, aber auch an die Leute, an die EU-Bürger. Wir fordern das durch schon 20. Mai, und ich kann mir hoffen,
dat dann auch an mé zu enger Decision können. Wie kann ich über Apple verhandeln, wann ich gar nicht weiß, wie viel Budget dafür zur Verfügung steht. Schluss von den Webinären, wo man immer Blick an Zukunft. Kann ich kurz ganz kurz vorstellen. Wann Carol Lorang nur op der Kinex-Wiesen Theaterstück inszeniert für 20 Leute, kriegt dann ein Protokoll und Leute Distanzen respektieren. Also männlich, pardon. Ja, Männlich, nicht. Der will net méi, also es geht dem Privatreunionen vun 20 Leiit limitéiert. Dat heißt, wann der et Pferde springt Dich op 20 Leiit zu reduzieren, do gëlt awer méger Min und dann Trupp mat, die spielt. Dat ja dann Rassemblement, die op der One-Man-Show. An Publikum an die halt Sicherheitsdistanzen an. Da gesinn schwéier en Sto wenn du Protokoll gin. Mit gëtt natürlich Defi fir ze evitieren, dats die Rassemblement dann net mi groß gëtt. Wir freuen einfach 1.000 € Entree. Anne hat 4 Runde nach gesot herrscht, dass es dir gelungen was kommst zu demokratisieren. Wie ich will, die 1.000 € dazu beidrohen. Ja, das ja dann die Reich, die sich das leisten können, an die Künstler werden unterstützt. Und die anderen können aber selbstverständlich auch noch Konzerte online kreieren. Für nichts. Das war ein bisschen provokativ gesagt. Pro als effektiv, wenn ein künstlerisches Projekt wollt, wo 20 Leute dabei sind, kann ich das am Anfang umsetzen, wenn ihr alles respektiert. Carol, ich wollte schon nicht fragen, ob du den Manager auf Kinex-Wies gehst, mit an einer Gruppe, aber wenn ihr in Zukunft guckt, steht sich etwas ganz Wichtiges am Jahr 2020 für dein Theater, auch für Stadt Asch am Allgemeinen, Ascher Kulturhauptstadt. Kannst du schon den Impact aufgesehen von der Krise auf Ascher Kulturhauptstadt 2020, dann los nicht dann darüber reagieren, und das wäre die letzte Frage, die ich noch stelle. Also 22, gell? Also lo für Eisthaus, also wir haben Produktionen, Co-Produktionen 4 gesehen, do also noch nicht direkt den Impact, meine ich, zu gesehen. Ich meine, dass das wird können gehen. Wir haben aber auch, weil es eine Programmation für Publikum zu machen. Und du hast zum Beispiel auch ein großes Problem, dass so viele Festivals aufgesucht sind. Am Sommer an letztendlich zum Beispiel als Programmateur, den möchte all die Festivals für eine Programmation zusammen zu kriegen, gerade beim Jeune Public, also die meinen es wichtig, die Stecker zu gesehen. So ist effektiv froh, wie programmieren wir für Zukunft, wenn wir Sachen. Und ihr seht ja auch im Austausch, also sind ja an der Regel immer 2 Städte, die gleichzeitig Kulturhauptstadt das, dann ist an der Seite Kommerz in Kaunas als Litauen. Wie hast du aktuell den Échange von Kaunas? Am Moment mal kein. Also wir hatten nach just 400 Krise, aber lo ich seitdem nämlich viel hören. Ich weiß auch nicht, wo sie da sind. Das ging mich auch interessieren. Vielleicht ist dann mir du mehr. Ja, und da muss ich eben noch gucken, was alles, also die Nachrichten soll ja auch noch fertig gemacht für 22. Bis dahin schaffen wir auch noch einfach drunter. Ich meine sie noch nach Portugal, weil ja, ich weiß nicht genau, hängt wahrscheinlich schon dann Impact. Bloß ein Minister schnell ganz kurz darüber reagieren. Ja, also wie den Impact genau wie das gesehen, das ist wirklich zu frei für lo zu so. Wir sind lo auch ein Rutsch von der Kulturhauptstadt, die lo an den nächsten G so sind, die natürlich so können wir noch verrechnen. Also erst du nicht an der Diskussion, aber nicht bis lo. Aber das heißt, da gibt es schon eine Verschiebung von Manifestationen, wo natürlich auch Diskussionen auf europäischem Niveau laufen, da das den europäischen Volley und dann aus den nationale, wo natürlich für die Equipe nach eine zusätzliche Herausforderung nur im Kommerz, nur all denen, die sie schon viel drin hatten, weil sie nur am Konfinement und dann müssen weiterschaffen an den Bauprojekt eben für Bellwall alles an drei zu setzen, den hat also auch nicht spät die Kulturverzögerung nach dabei und das ist ein ganz eng getimtes Projekt, sodass man natürlich aber alles werte machen für das klappt das ein komplizierte Match. Sech kom Lo zur Ausschuss Aufmoderation Leute ausloggen ausklinken am mengen dat Lohne mir interessant ass mir hun ein klein Überraschung viel berät. Dat ich werd net die Leichte sind den halt wird
gut, das heißt, die muss ich nach meiner Moderation ganz kurz zulauschen. Ich will ganz kurz den Hinweis darauf geben, dass die Website gibt Europäer, wo effektiv an dieser Zeit gratis Access wird auf diverse Museen aus ganz Europa. Ich will den Hinweis geben, dass, wie gesagt, nur Europa da an einem ganz speziellen Umstand du wir effektiv das Site europadach.lu in der Kooperation mit als Institution vom Europäischen Parlament, mit der Kommission, mit dem Gouvernement, mit der Ville de Luxembourg entstanden ist, mit Transporte beiträgt. Ja, invitieren ich vielleicht nur erster Stufe eben auf diese Site zu gehen. Den Hinweis, dass wir dünsten den nächsten Webinar haben, dann um 12:30 Uhr, und da geht es um die Landwirtschaft und den Weinbau. Und da ist wirklich von der Covid-Krise eben auf das Bereich am Landwirtschaftsminister Roman Schneider, mit dem Europadeputierten Tilly Metzer Christoph Hansen, mit dem Präsidenten der Privatmünzer Ernie Schumacher und mit dem Präsidenten der Bauernzentrale Marc Fisch. Und ich nutze die Gelegenheit, als Panel Merci zu sagen, dass die Zeit geholt wird für diesen ganz interessanten Austausch mit uns, dass wir auch den einen oder anderen Ausblick hatten, dass Leben an Corona-Zeiten oder an Dekonfinement-Zeiten noch an der Kultur weitergeht, an das Kultur essentiell ist. Und das sind wir ganz dankbar, dass wir da auch wirklich flott Projekte umgeschwert haben. Merci auch und die Equipe am Hintergrund von uns und den Marco Just, der weiß, wo der technische Leitung möchte. Und Fiona Kiefer und Lea Schuck, die als die mich bei der Moderation unterstützen und am Planning von dieser ganzen Reihe von Webinaren. Und zum kleinen Aufschluss von diesem Webinar. Wir haben die ganze Zeit über Kultur geschwärzt, und da wäre es nicht schlecht, wenn wir auch ein bisschen Kultur erleben. Und am Hintergrund von Serge gesehen wir Belge Plage, und zwar Maria Kerch. Du hast etwas ganz Bekanntes zum Thema Belge Plage geschrieben. Ich nenne, wie das eine Mission aus dem Europäischen Parlament, nenne ich den Titel noch nicht, also es wird am Anfang geklappt. Mir ist wichtig, dass du diesen Titel an Corona-Zeiten umgeschrieben hast. Und das ist mir ganz viel witzig zu hören, was du als Dolo präpariert hast. Das ist nicht merci. Merci, nee, ich schon nicht umgeschrieben. Für was soll ich etwas umschreiben, was allgemein gültig ist? Weil kann ich irgendwie nicht auf Belge Plage lesen aktuell, oder nicht? Ja, ich setze ein Lied an den Kontext, aber das Lied ist ja, für was die Leute das Lied so gern. Nicht weil nimmen den vulgäre Refrain ist, das mich natürlich auch freut, aber weil das Gefühl ist, was alle Menschen kennen, nämlich Gefühl, es genug zu holen. Gefühl, dass den da über dem Kopf abbricht und dann zu sagen, ja, hey, ihr könnt mich alle, ich ziehe mal kurz fort. Und das kann geografisch sein, die Reise, aber die kann selbstverständlich auch am Moment gut nicht geografisch sein. Das heißt, sie muss am Moment am Kopf sein oder am Herz oder spirituell. Wir können aufzuschalten, wir können zu sagen, los mich nur mal kurz mal trauen. Leider, wie ich das Lied geschrieben habe, hätte ich nie am Leben gedacht, dass eine Situation ging kommen, wo ich Verbote kriege, auf Belge Plage zu fahren. Das ist so krass. Das ich sage ein Lied einfach, und ich bin aber auf der Belge Plage. Feinste Optiker sind, wollte mir vielleicht die falsche Brille gehen. Ich kann nicht all, nicht mehr gesehen. Muss ich ein neuer Helge sichern, muss jemand nur das Fleisch noch sichern. Ich kann nicht all, nicht mehr riechen. Stahl am Arsch, ich fuhre auf Belge Plage, ohne Pass, ohne Bagage. Fuhre ich auf Belge Plage, kein Vignette, kein Peage, von Hai bis auf Belge Plage, Eddie, bon voyage, ich sing auf der Belge Plage. Ich durch das Lied am Anfang Resistenz, wie das und schaut ging auf Belge Plage, da wäre ein Resistenzakt.
Feister bis am Sand, Eckfleischbeier an der Hand, am Tor lehnen am Wand. Da war ich kein Côte d'Azur, kein Knipperscher von Namur, kein Massage, kein Pediküre. So viel sagen ich alle guten Heimen, ob ich echt die Chance am Europäischen Parlament. Ich fuhr noch falsch Plage, ohne Pass, ohne Bagage. Fuhr nicht auf falsch Plage, kein Vignette, kein Péage. Und heute bis auf falsch Plage, dit un bon voyage. Ich seh auf der welcher Platz. Oh, yeah. Merci.